Ich meine, 4 oder 5 Jahre waren den Neuland, was wir betrücht und dann wir haben noch damals gesagt, verloren, wenn man nicht meint, wir keine Regierungskrise kriegen, da könnte dort eine Situation geben, die wir alle Jahre rumbegehen. Und der Kollege Botti hat doch letztes Jahr an seiner Intervention aufmerksam gemacht, dass es gut wäre, wenn wir es eine gesetzliche Basis schaffen, was ja in dieser Legislaturperiode geschieht. Ich meine, die Diskussion aus heute gefordert, gehen die ganze Zeit, ob du sollt mitstimmen oder nicht mitstimmen. Ich meine, für 5 Jahre hatten wir eine Situation, wir hatten einen Regierungswechsel. Und wenn ihr da geguckt habt, wie bei den aufgestimmt ist, da war CSV ja in einer Situation, dass die 4/12, die du gestimmt sind für die 4 Monate von der neuen Regierung, die basiert auf einem Budget, das von der CSV präsentiert, genau was dann von ihrem Budget war. Und wir haben von gelungen gewesen, wenn sie dann dagegen gestimmt hat, weil dann hat sie ja zu 4/12 gegen ihren eigenen Budget gestimmt. Nee, Herr Bodri, ich fühle bei der CSV, Herr Berger, ich komme noch mal bei ihr, Herr Kapp. An der Logik hätte mir also, da müssen dagegen stimmen. Herr Gibert kompensiert. Für uns Kollegen von der DP, von den Geringen. Die hatten nämlich gegen das Budget gestimmt, und sind nun aber an eine Regierung gekommen. An Grund von der Regierung, sie müssten gucken, dass sie Budget kriegen. Und sie dann müssen den 4/12 zustimmen von einem Budget, den sie am Anfang für drohen, kritisiert tun und aufgelegt. Sie waren am Anfang in einer anderen Situation, wie die CSV war. Für die Sozialisten war es mir einfach, die waren an der Verdrohung, die haben durchgestimmt. Also ich meine, just für zu erklären, wie die Situation für rund 5 Jahre waren. Wir waren damals an der Opposition für Drohungen. Du warst für uns mir einfach für dagegen zu stimmen, und wie das mir eine Partei sind, die in Traditionen treu bleibt, sind wir auch das kann ja, werden wir dann mal auch das kann ja, Herr Bodri, die hat, nee, Herr Di Bartolomeo, es sind erst Frauen, mal in der Rümpse gesehen. An der Schlummelrippe von der natürlichen Seite kennenzulernen. Das darf richtig gehen an den nächsten Jahren. Und ich hoffe, dass dieser Präsident, Herr Präsident, nicht so streng ist mit dem Herrn Di Bartolomeo, wie hier zeitweilig mit Eishebannen war. Das ist nämlich die Hilfe zur Belebung von den Debatten heimbannen. Auf jeden Fall, wir sind unserer Tradition treu geblieben. Und ich meine, es sind nicht den Dingstellsten heimbannen, wir sind noch vielleicht von denen, das kann ich normal sagen, den an dem Sinn vielleicht an die Geschichte vom Parlament ergeht, weil es schon ununterbrach und mit voller Überzeugung 30 Jahre gegen das Budget gestimmt. Und wenn ich die 2 Duzen Provisoire nach dabei, und da sind ich schon auf 32. Ich meine, da muss man nicht kommen, der man das kann nur machen. Auf jeden Fall, Herr Präsident, von mir haut kein Problem für heute gegen zu stimmen, weil wir auch gegen den 12/12 Budget letztes Jahr gestimmt haben. Ich meine, es gibt eine Tradition, den Exerzice wird man da alle 5 Jahre durchmachen, wo jeder die an die andere Seite wird hingehen und hier alle Reden rausholen und sie ein bisschen aktualisieren und hin vorbringen. Ich meine, den Herr Berger, Herr Präsident, wir müssen zur Gebieten nach Souveränität zurückkommen. Wann ich schrift. Wann ich schrift. Nee, Herr Präsident, ich hatte sicherlich nicht Rednerpult, der Di Bartolomeo unterbrach. Na voilà, also, wenn wir schwätzen von aufhängen, dann leidet momentan nicht bei mir. Mir ist schon aber kein Problem damit, der Kollege Di Bartolomeo nicht mehr werden als an den nächsten Jahren an die eine flott Auseinandersetzung leisten. Herr Präsident, den Herr Berger, den hat doch letztes Jahr wie das Jahr auch im Haina gesagt, dass wir mir dagegen, dass da kein
Peier bezöllt gi kein Pensionune bezöllt gin der Berge, der hat kind den alles opzielt, Kannergel, de Schomarsch, fir kein Heizung mé gelaft, fir kein Strosse mé gebaut gi, fir kein elektrisch gëtt mé bezöllt. Also d Land fir Sto blief den 31. Dezember Silvester fir Luten ausgangen ha am Land an den Neispiel funktionéier. Mech will ja awer so, dat kann den dann awer bei all Budgets wat machen. A firdro DP mein ich, wenn ich mich gut kann erinnern, Herr Berge, 10 Joer war Dir an d'Opposition. An Di 10 Joer mat mir ze summen hai géint de Budget gestimmt. Hättet Leiit an do 10 Joer keng Peiderfte kré. 10 Joer lang keng Pensionen derfte ke schon mal hat op mat den Dommeten do. Ech menge das doch lächen. Herr Präsident, das genau dat Budget. Budget. Hei du gengste da wie der géint dat Leiit keng Peier krite, ma Herr Berge man mir selber krite kein. Herr Sibirien, Herr Sibirien erlaubt dann Herr Berge eng Vorstand. Herr Präsident, merci. Das ist schon genau dat de Punkt. Schwätze immer kein. Nee. Der hue lob de Punkt. Hei si immer net bei enger normaler Diskussion vun engem Budget hei as degent technisch Instrument fir weiter. Hat fir du gesot zwischen 1945 und 1960 ass dat all Joers gemerk gin. Dir Demosfäit dabei hat nochflecht dagegen gestimmt. Me an der Zeit der hat 33 Jo der gesot so langit dann als netzrick. An der Zeit warenfle Deputierten da méi verständlich méi, weil se gesinn hunn, dat war einfach ein Instrument, weil se nach an den normale Budgetsdebatte wären, fir kënne weile zu an heiers net mé an den Mannner. Dir Schweiz ha joch mat Jut ha do eng Budgetsreder net engiert zu den 12. Provisoire. Merci, Herr Präsident. Herr Berge huet op de Punkt brut wie se hier dugefangen huet, dat ganz klar gesot. Hei stimme mir, dat d' Regierung kann féier méint de Budget firm Lächtjoer selwicht weiterfeieren an den méi an net Manner. Also gëtt die Politik die Budget vum lächte Joer, also in den Lächtjo géint de Budget gestimmt huet, ass et mir normal, dat den Orlo die 4 Hai dagegen stimmen. Da könnt ihr so viel zählen, wie ihr will. Ich meine, halt op de Madden, weil sonst kriegt es beimal, wenn man erst verfolgen an keine Majorität bannen, da kriegt kein Pai den nächsten Januar ausbezahlen. Das will kein von uns alle gut. Dafür kann man halt op de Madden, das ist nun mal eben so, und das wird auch so an Zukunft bleiben. Aber wenn, denke ich, gewechselt wird, Herr Berge, dat Dir man d'Opposition gif kann man gifen rëmmer den 12. Provisoire. Geleeft mer seche Wirschei steen, gif Dir dann engeriert op dës seit siche kommen, an se gift op der dote seit talen, well so werdet da ginn an och ëmgedreht die Eingife bei die Äner eng siche go. Dei gifen dann Äiert talen, dat assnummer leben an der Politik so an dëffe loss ma Keen hai vu soen de Leiit die viren an der Politik wo die eng Opposition. Herr Präsident, ich muss aber zum Schluss von meiner Redezeit kommen, weil ich vor der Kollegin noch viel Zeit. Ich will noch just etwas so was morgen an der Finanzkommission diskutiert, wie man Annexen Kruten an Dokumentkruten, was den Formateur Kruten wie Koalitionsverhandlungen gefordert sind. Ich meine, Herr Präsident, den Herr Finanzminister hat vielleicht mal recht. Gesodet wir vielleicht net schlecht, wann man giffen die Dokumente, die man kriegen, dat den de net sollt öffentlich machen. Und schmengt huet auch ein gewisser Konsens an der Kommission bestanden. Ich muss aber dann, Herr Präsident, dem Herr Finanzminister soen, wenn ihn an der Finanzkommission sieht, kann man halen, dat aber einer muss es für net dobausen, nicht nur national, mehr vielleicht auch international, kein Panik zu entwickeln. Und ich schließe dann haut Sit von RTL, dass der Finanzminister sagt, komm, wir halen gerne die Annexe geheim, für das wir den Leuten keine Angst machen. Also mehr klar kann ihn aber nicht wirklich Panik auslesen, wie wenn der Finanzminister sagt, wir halen sie geheim, für die Leute keine Panik zu machen. Also wenn man den Satz will Panik machen, dann war das dort der richtige Satz. Und da brauchen wir das Dokument nicht mehr publik zu machen. Das gesagt, Herr Präsident, werden wir mit Überzeugung gegen dieses Projekt stimmen.